Jetzt haben wir zusammen gesungen, auf Lateinisch, worüber wir die Predigt hören werden, über diesen Bibeltext, über diesen Lobgesang. Ich freue mich immer unglaublich für Weihnachten, für den Weihnachtsgottesdienst. Für mich ist das einer der schönsten Gottesdienste im ganzen Jahr, wenn wir als die Familie von Gott mit unseren Freunden und Bekannten zusammenkommen, um darüber nachzudenken, was Weihnachten bedeutet, wie Jesus zu uns auf diese Welt gekommen ist und wie Gott die Nähe zu uns Menschen sucht. Und wir sind ja in unserer Serie unterwegs. Die Weihnachtsgeschichte in der Bibel ist ja voller Lobgesänge. Ist eigentlich erstaunlich, dass gerade der Lukas, der sich um eine genaue und authentische Überlieferung von Augenzeugen bemüht, nicht darum herumkommt, all diese Lobgesänge auch zu überliefern. Da war zuerst der Lobgesang der Maria, die Gott gelobt hat, wo wir eingetaucht sind. Und ich finde das eigentlich eine unglaubliche Geschichte und immer wieder so auch persönlich berührend, wie diese junge Frau gesagt hat, ich stelle mich ganz Gott zur Verfügung, auch mit all den Schwierigkeiten und Herausforderungen, die das bringen wird. Und dann haben wir zusammen den Lobgesang des Zacharias angeschaut, hineingehört. Es gäbe auch noch den Lobgesang der Elisabeth. Wenn wir weiterschauen, ganz kurz nach der Geburt von Jesus, gibt es den Lobgesang von Simeon im Tempel. Ist zwar nicht mit Worten überliefert, aber auch die Hannah im Tempel hat einen Lobgesang, ein Lob Gottes dann gebracht. Männer und Frauen, die Gott loben. Und heute schauen wir den Lobgesang an, weder von einem Mann noch von einer Frau, sondern von den himmlischen Engelsheerscharen. Wir wollen uns heute diesem Lobgesang von verschiedenen Seiten annähern. Und unser Wunsch heute ist, dass so wie Gott damals durch die Engel geredet hat, dass Gott auch heute zu uns, zu unseren Herzen redet. Und deshalb möchte ich auch mit einem Gebet in diese Predigt starten. Danke, Jesus, dass du damals zu den Menschen gekommen bist, dass du auch heute kommst. Danke für die alten Worte, die damals gesprochen, gesungen wurden, die wir heute lesen dürfen. Und danke, dass sie auch heute genau gleich aktuell sind, dass sie lebendig sind und dass sie auch zu uns reden möchten. Und wir bitten dich, Gott, dass du einfach unsere Herzen aufmachst für das, was du uns heute sagen willst. Amen. Wir wollen uns, wie gesagt, von verschiedenen Seiten annähern. Und zuerst schauen wir mal in den Kontext hinein, wo dieses Engelslied dann gesungen wurde. Ich lese aus Lukas 2, Vers 8. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Also dieses Engellied ist in diesem Kontext, wir sind da irgendwo außerhalb von Bethlehem, auf den Feldern, bei den Hirten, bei den Schafen. Wir können uns diese Situation vielleicht vorstellen, dass es eingedunkelt ist. Langsam wurde es ruhig, einige Schafe haben sich auch hingelegt, ausgeruht. Andere waren vielleicht noch wach, man hört ein Blöken da und dort. Die Hirten haben sich hingesetzt, sind vielleicht froh, dass es endlich ruhiger wird. Einige beginnen zu dösen. Einer schaut vielleicht in den Himmel hinauf. Neben ein paar Wolken hat es einige Sterne, die funkeln. Und er fragt sich, wie das ist mit diesem Licht, vielleicht mit der Dunkelheit auch im eigenen Herzen und wird ein bisschen sentimental in diesem Moment so. Stellt euch mal diese Situation vor und dann lesen wir weiter. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr. Plötzlich in diese Nacht hinein kommt ein Engel. Stellt euch vor, es ist so dunkel und plötzlich leuchtet die Herrlichkeit des Herrn. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Die Hirten sind nur so erschrocken. Und es ist der erste Anfang, da kommt einer dieser Engel und plötzlich später kommt noch eine ganze Heerschar von Engeln.
Und ich habe mich gefragt, was sind das eigentlich für Interpreten, die hier heute dieses Lied singen? Die Engel, wer ist das eigentlich? Und eine Annäherung, wer singt da? Und es lohnt sich da mal genau hinzuschauen, wer ist das eigentlich? Im ersten Moment ist das ein bisschen enttäuschend, weil die Engel, wie die Bibel uns beschreibt, haben eigentlich nichts zu tun mit diesen herzigen Bildchen, die wir sehen, von so herzigen Mädchen mit blonden Locken und Flügelchen und weiß irgendwie, die da auf all diesen Bildern erscheinen. Ich habe mal ein bisschen mich schlau gemacht, wem begegnen wir hier eigentlich mitten in dieser Weihnachtsgeschichte? Wenn die Bibel von Engeln berichtet, dann wird schnell klar, dass sie eigentlich fast immer so eine Erscheinungsform haben, ähnlich wie Menschen. Also so wie Menschenwesen sind sie dann gekommen und dem Menschen begegnet. Wir lesen von verschiedenen so Begegnungen und immer wenn im Alten Testament dieses Wort gebraucht wurde, im Hebräischen Malach oder im Griechischen Angelos, bedeutet Bote, Botschaft. Also es sind von Gott gesandte Wesen, die in die Form eines Menschen hineingehen und so den Menschen begegnen und eine Botschaft bringen von Gott. Manchmal erscheinen sie ganz direkt und ohne Glanz oder so. Manchmal könnte es sogar sein, beschreibt die Bibel, dass die Menschen gar nicht erkennen, dass das ein Engel war und sie dachten, das war ein normaler Mensch. Manchmal erscheinen sie aber auch so mit einem Lichtglanz, glänzend, hell leuchtend. Aber sie treten dem Menschen gegenüber, so in dieser Gestalt von Menschen, manchmal so real, manchmal in Träumen oder in Visionen. Und von der Wesensart her sind sie ganz mit Gott verwandt irgendwo. Sie werden Kinder oder Söhne Gottes genannt. Engel sind ewig lebende Wesen. Sie sind weder männlich noch weiblich. Sie werden auch starke Helden genannt oder dass sie schnell sind wie Wind oder feurig wie Feuerflammen. Es gibt Fürsten, es gibt Heeresführer, von zweien wissen wir sogar den Namen. Und ihr fragt euch vielleicht, woher wissen wir das alles über Engel? Ich habe im Handout eine ganze Auflistung mit verschiedenen Bibelstellen gemacht, die dieses Wesen der Engel beschreiben. Auch was ihr Auftrag ist, was sie denn tun. Sie kommen zu den Menschen, um eben Botschafter zu sein, um den Menschen etwas zu sagen, was Gott ihnen aufgetragen hat. Manchmal kommen sie auch, um das zu deuten. Sie kommen aber auch, um Menschen zu bewahren und zu beschützen oder zum Beispiel aus dem Gefängnis herauszuführen, die Geschichte von Petrus. Sie kommen, um das Gericht Gottes anzukünden oder auch vor dem Gericht zu bewahren. Denken wir an die Story von Lot. Vielleicht kennen die einige. Sie kommen aber auch, um zu trösten oder zu stärken. Jesus, als er versucht wurde und plötzlich waren da Engel, die Jesus gestärkt haben. Sie kommen aber auch und feiern und loben und ehren Gott. Oft Verbindung mit Lobgesängen. In Visionen sehen Menschen auch Engel im Thronsaal Gottes. Tausende oder Myriaden von Engeln, also ganz viele, die Lob und Preis vor Gott bringen. Es gibt da auch die Erwähnung von so speziellen Wesen, die nochmals ein bisschen anders sind. Die Seraphim und die Cherubim, ein bisschen geheimnisvoll auch, die im Himmel sind und dauerhaft vor dem Thron Gottes Lobpreis machen, Gott loben und preisen. Das heißt, dass alle, auch die Engel, mal ihre Knie von Jesus beugen werden. Und es ist interessant, die Engel machen das alles freiwillig, weil die Engel haben auch einen freien Willen. Es gibt Engel, die wollten nicht mehr Gott anbeten, die wollten nicht mehr Gott dienen. Die sind von Gott abgefallen, die abgefallenen Engel. Vielleicht fragst du dich auch, wenn wir von diesen Engeln lesen hier, der hier erscheint, wie gehen wir denn mit diesen Engeln um? Was ist unsere Aufgabe, sage ich mal, als Christen, als Gläubige? Es wird sehr schnell klar, dass die Hauptaufgabe der Engel ist, in allen Situationen, dass sie auf Gott hinweisen. Und das wollen sie auch bei uns. Sie wollen auch uns, wenn sie erscheinen oder wenn wir von ihnen lesen, auf Gott hinweisen, dass wir auf Gott ausgerichtet sind. Es gibt sogar manchmal Leute, die so berührt sind von dieser Erscheinung von diesen Engeln, dass sie vor den Engeln niederfallen und den Engel anbeten wollen. Der Engel sagt immer, stopp, stopp. Gott wollen wir anbeten. Also es sind so eigentlich eine Art Mitstreiter aus der himmlischen Welt, aus der unsichtbaren Welt, Mitanbeter und zusammen als Christen mit den Engeln zusammen dienen wir Gott, ehren Gott und kommen zu Gott. Es ist auch absolut spannend, dass die Engel unglaublich häufig an den entscheidenden Punkten auftauchen in der Geschichte, die Gott mit den Menschen hat. Wie auch hier. Die Engel waren beteiligt, als der erste Bund gegeben wurde, am Sinai. Die Engel
tauchten immer wieder auf und haben von diesem Messias bezeugt, der mal kommen sollte. Die Engel waren da im Gebetskampf bei Jesus kurz vor seiner Kreuzigung und haben ihn gestärkt. Der Engel war es, der den Grabstein weggerollt hat bei der Auferstehung. Kurz nachdem Jesus in den Himmel gegangen war, waren die Engel da und haben gesagt den Jüngern, den Aposteln, was sie zu tun haben. Die Engel waren diejenigen, die den Weg bereitet haben, dass die frohe Botschaft von Jesus nicht nur unter den Juden geblieben ist, sondern auch zu allen anderen Völkern ging. Haben den Philippus in die Wüste geschickt, zu dem Kämmerer, und haben den Cornelius und all diese Story vorbereitet, dass alle Völker von Jesus hören konnten. Und es heißt, dass Jesus mit einer Heerschar von Engeln wiederkommen wird. Und jetzt lesen wir hier von einem Engel, der da ist. Später taucht dann auch eine Heerschar von Engeln auf. Das ist eigentlich die einzige Stelle, wo wir lesen in der Bibel, wo eine ganze Heerschar von Engeln dann plötzlich auf der Erde erscheint. An einem absolut entscheidenden Punkt. Wir sind da in einer Situation im Volk Israel und so, und plötzlich taucht ein Engel auf bei Maria. Plötzlich taucht ein Engel auf im Traum beim Josef. Der Zacharias sieht einen Engel und jetzt die Hirten auf dem Feld. Wir merken, da ist etwas im Gang. Gott ist etwas am Wirken. Er ist etwas Unglaubliches am Tun. Und die Engel werden dann auch die Interpreten dieses Liedes, das wir heute zusammen lesen. Und der Engel hat dann zu den Hirten gesprochen, um da diesen Kontext noch abzurunden. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die das für das ganze Volk sein wird. Der Engel hat etwas verkündigt. Das Wort, das hier im Altgriechischen steht, ist eigentlich das gleiche Wort wie für Evangelium oder evangelisieren. Der Engel ist eigentlich der erste Evangelist. Das bedeutet, er hat die frohe Botschaft von Gott zum Menschen gebracht. Und es ist auch ganz spannend, dass hier vom ganzen Volk die Rede ist. Also diese frohe Botschaft von Gott ist für das ganze Volk, für alle Menschen bestimmt. Für alle, die wir hier sind heute, aber auch für alle zu Hause, für alle im ganzen Embracher Tal und für alle Völker auf der ganzen Welt. Denn euch ist heute ein Retter geboren. Der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Also mit wenigen Worten bringt hier der Engel unglaublich viel Theologie mit. Wir gehen hier nicht auf alle Details rein, aber einfach um so einen kurzen Einblick zu geben. Er sagt, euch ist geboren, also jemand wurde Mensch. Er ist der Christus, der Gesalbte, der Messias. Also sofort war den Hirten klar, das ist derjenige, der im ganzen Alten Testament immer wieder verheißen wurde, der kommen sollte, um die Menschen zu retten. Und gleichzeitig ist er der Herr, also Gott. Also das kleine Kind, was da geboren wird, ganz Mensch. Der erwartete Messias, Retter, Erlöser, wie auch immer. Und auch Gott. Und dann zieht sich das durch die ganze Weihnachtsgeschichte hindurch, dass immer gesagt wird, er ist im Fall der Retter. Er kommt, um die Menschen zu retten. Ich denke mir manchmal, okay, das heißt, wenn es einen Retter braucht für die Menschen, bedeutet das nichts anderes, als dass die Menschen in einer Notsituation sind, oder? Gehen wir heute auch noch ein bisschen nach, aber hier und an anderer Stelle wird immer gesagt, er ist im Fall der Retter. Er kommt als Retter. Und dann heißt es weiter, und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet einen Säugling finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Den Hirten wird ein Zeichen gegeben, sie können das später nachschauen, hingehen, überprüfen. Und jetzt geht es so in Richtung dieses Liedes, das wir heute zusammen anschauen. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten und sprachen: Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Das ist das Lied, das uns überliefert ist, das die Engel den Menschen gebracht haben, dass sie da gesungen, gerufen, gesprochen haben. Dieser Lobgesang der Engel. Ich habe mir nur kurz gedacht, als ich das gelesen habe, dieser bekannte Vers, das ist eigentlich so ein bisschen schwierig in der heutigen Zeit, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht bei diesem Vers. Ich könnte mir vorstellen, im Mittelpunkt steht da der Friede. Einfach so fiktiv, wie da der ganze Engelschor gesungen hat. Und plötzlich tritt einer dieser kleinen Engel aus diesem Chor heraus und hört auf zu singen.
Alle anderen merken das. Da kommt so ein Großengel und sagt, ja, wieso hörst denn du auf zu singen? Und der kleine Engel sagt, ich habe doch mit ganzem Herzen mitgesungen. Aber wir singen da von diesem Frieden auf Erden. Und jetzt schau doch mal herum, da ist doch nirgends Frieden. Die Römer, die dieses ganze Land hier besetzen, sie kommen mit Gewalt, töten Menschen und sagen, sie bringen irgend so einen römischen Frieden. Aber auch sonst auf der Welt, überall wo die Menschen sind, da gibt es Streit, da gibt es Zwietracht, Fäuste, die fliegen. Da gibt es doch keinen Frieden. Nicht einmal in den Familien drin. Ich kann das doch nicht von Herzen singen. Das ist doch ganz anders. Im Hintergrund hat es ein paar andere Engel, die sagen, ja, das stimmt. Es ist gar kein Friede. Der große Engel sagt, ja, singt weiter. Geht zu dem kleinen Engel hin und sagt, ja, du denkst, dieser Friede ist gar nicht hier. Der kleine Engel sagt, ja, ich kann das doch nicht von Herzen singen, das ist doch eine Spannung, das geht doch gar nicht auf. Und ich denke mir manchmal, das sind auch unsere Gedanken, oder? Da wird von großem Friede gesprochen. Und trotzdem in der Welt gibt es keinen Frieden. Manchmal denke ich, je länger, je weniger. Dieser Spannung wollen wir heute auch noch ein bisschen nachgehen. Wenn wir jetzt hier weiterlesen zuerst, und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander, lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Also tatsächlich haben die Hirten das ernst genommen, die waren es überwältigt und haben gesagt, wir wollen dem Zeichen nachgehen und hinschauen und sind dann Jesus begegnet in der kleinen Krippe. Und vielleicht hat der große Engel dem kleinen Engel gesagt, du kommst nicht mit uns zurück in den Himmel, du gehst mit den Hirten mit, gehst zu diesem Jesuskind und schaust, was da passiert und wirst vielleicht etwas von diesem Frieden entdecken, wie du es im Moment gar nicht verstehst. Wenn wir heute dieses Lied anschauen, dann staune ich einfach zuerst einmal, dass diese ganze Himmelsheerschar gekommen ist, um dieses Lied zu bringen. Wenn wir in der Bibel von den Himmelsheerscharen lesen, die Gott loben, dann ist das immer im Thronsaal von Gott. Dort sind diese Himmelsheere und loben und preisen Gott. Im Thronsaal, in den höchsten Himmeln eigentlich. Und jetzt, an diesem einen Punkt, offensichtlich berührt der Thronsaal von Gott das Feld von Bethlehem. Kommt diese Gegenwart, diese Herrlichkeit von Gott irgendwie auf diese Erde. Zu den Menschen. Und die Engel singen dieses Lied. Und das, was wir jetzt hier entdecken, ist plötzlich ein neues Lied. Es ist nicht der ewige Lobpreis, der vor Gott erklingt, sondern es ist ein neues Lied, weil Gott etwas Neues am Tun und etwas Neues am Wirken ist. Wenn wir in der Offenbarung lesen, lesen wir auch so von einem neuen Lied, vielleicht eine Perspektive auf dieses Lied der Engel von einer anderen Seite. Da heißt es von einem neuen Lied in Offenbarung, quasi von unserer Zukunft. Und alle sangen ein neues Lied. Du allein bist würdig, das Buch zu nehmen, nur du darfst seine Siegel brechen, denn du bist als Opfer geschlachtet worden und mit deinem Blut hast du Menschen für Gott freigekauft, Menschen aller Stämme und Sprachen aus allen Völkern und Nationen. Das ist ein neues Lied, das gesungen wird über Jesus in der zukünftigen Welt. Und wir merken etwas in diesem neuen Lied, dass es von einem Jesus singt, berichtet, der gekommen ist, um als Opfer am Kreuz zu sterben und die Menschen zu retten. Und das ist genau auch das Neue, was die Engel singen, das neue Lied, was die Engel bringen eigentlich, dass da jemand auf diese Welt kommt, um am Ende als Opfer zu sterben und etwas Neues zu schaffen. Und jetzt berichtet hier dieser Lukas dieses Lied. Wir haben schon von verschiedenen Seiten uns angenähert und wollen einmal ganz genau hinschauen. Was entdecken wir hier eigentlich? Es sind ganz wenige Worte, aber sie sind unglaublich bedeutungsvoll. Und einfach ein paar Dinge will ich heute gerne beleuchten. Zuerst wird hier von dieser Herrlichkeit berichtet.
Die Engel singen, Herrlichkeit gehört Gott in der Höhe. Das Wort, das hier steht im altgriechischen Doxa, oft wird das übersetzt mit Ehre Gott in der Höhe, aber das trifft fast ein bisschen zu wenig, ist fast ein bisschen zu schwach. Die Elberfelder Übersetzung spricht von der Herrlichkeit. Also das Wort, das eigentlich Glanz, Ehre, Ruhm, Ansehen, Machtglanz, Pracht bedeutet. Und diese Herrlichkeit, die ist allgegenwärtig in der Höhe. Man könnte hier auch treffend übersetzen mit der höchste Himmel. Also diese Herrlichkeit ist in den höchsten Himmeln. Die Neues Leben Bibel spricht hier wirklich auch von dem höchsten Himmel, statt nur von der Höhe. Also diese Herrlichkeit, die wird in jedem Moment sichtbar und erlebbar in den höchsten Himmeln, eben im Thronsaal Gottes. Da ist die Herrlichkeit und der Lichtglanz Gottes. Und wir merken jetzt, dass eigentlich Gott, dem dieses Lob, diese Ehre, dieser Ruhm gebührt, dass dieser Lobgesang, der jederzeit erklingt im Thronsaal Gottes, dass der jetzt in eine Welt hineinbricht, die eigentlich auch Gott loben sollte, die eigentlich auch dem Schöpfer, dem Herrn über das Universum, dem Allmächtigen Lob bringen sollte, aber die dies nicht tut. An dieser Stelle wollen wir zusammen einen Einblick in Psalm 148 nehmen, uns diesen Psalm anhören, der davon spricht, dass eigentlich nicht nur im Thronsaal, sondern auf der ganzen Welt das Lob Gottes erklingen sollte. Schauen wir miteinander Psalm 148. Halleluja! Lobt den Herrn! Lobt den Herrn im Himmel! Lobt ihn dort in der Höhe! Lobt ihn alle seine Engel! Lobt ihn ihr himmlischen Heere! Lobt ihn Sonne und Mond! Lobt ihn ihr leuchtenden Sterne! Lobt ihn auch im fernsten Weltall! Lobt ihn ihr Wassermassen über dem Himmel! Sie alle sollen den Herrn loben, denn auf seinen Befehl hin wurden sie erschaffen. Er wies ihnen für alle Zeiten ihren Platz zu und gab ihnen feste Gesetze, denen sie für immer unterworfen sind. Lobt den Herrn auf der Erde, lobt ihn ihr gewaltigen Seetiere und alle Meerestiefen. Lobt ihn Blitze, Hagel, Schnee und Nebel, du Sturmwind, der du Gottes Befehle ausführst. Lobt ihn ihr Berge und Hügel, ihr Obstbäume und Zedern. Lobt ihn ihr wilden und zahmen Tiere, ihr Vögel und alles Gewürm. Lobt ihn ihr Könige und alle Völker, ihr Herrscher und Machthaber dieser Welt. Lobt ihn ihr jungen Männer und Mädchen, Alte und Junge miteinander. Sie alle sollen den Herrn loben, denn sein Name allein ist hoch erhaben. Seine Majestät erstreckt sich über Himmel und Erde. Er hat seinem Volk Ansehen und Macht geschenkt. Darum haben die Israeliten allen Grund, ihn zu loben. Das Volk, das ihm so nahe ist und treu zu ihm steht. Lobt den Herrn. Halleluja. Lob den Herrn, Halleluja. Die ganze Welt soll Gott loben und hier merken wir doch etwas von diesem Zerbruch, dass genau das Gegenteil geschieht. Es gibt so viele Menschen, so vieles auf der Welt, was das Gegenteil macht, was entweder Gott ins Lächerliche zieht oder überhaupt gar nichts mit Gott zu tun haben will, was, sage ich jetzt mal, mehr dem bösen Raum gibt. Und eigentlich sollte das Lob Gottes nicht nur im Thronsaal erklingen, sondern auch auf dieser Welt. Hier spüren wir etwas von diesem Zerbruch, den es gibt zwischen dem Himmel und der Erde. Und jetzt passiert aber etwas bei diesen Hirten auf diesem Feld mit diesem Lied. Die Höhen, der Lob von Gott kommt auf die Erden, auf diese Welt. Man merkt, dass dieser Zerbruch überwunden wird, dass Gott etwas Neues schaffen will, dass Gott das, was eigentlich kaputt ist, wieder ganz machen will. Und dass er das tut, indem so ein kleines Kind geboren wird, der verheißene Messias und der Herr.
Und dann heißt es hier, dass das nicht nur eine Verbindung wird, wie dieser Lobpreis, diese Gegenwart von Gott, dieser Thronsaal Gottes quasi wieder zu den Menschen kommt auf die Erden, sondern es heißt hier auch, wem dass dieser Friede dann gilt, der so kommen sollte auf Erden. Und zwar heißt es hier, in den Menschen des Wohlgefallens. Oder man könnte auch gut übersetzen, seines Wohlgefallens. Also wenn wir diese Bibelstelle genau anschauen, geht es nicht darum, dass Gott jetzt wohlgefällig ist mit den Menschen, sondern es geht darum, dass der Friede von Gott, diese Verbindung, diese Überwindung des Zerbruchs zu den Menschen kommt, die Gott wohlgefallen, die Gott wohlgefällig sind, seines Wohlgefallens oder des Wohlgefallens. Und ich habe mich gefragt, was sind das für Menschen? Was sind das für Menschen, die Gott wohlgefallen? Und es gibt einen ganz spannenden Bibelvers in Hebräer 11, Vers 6. Dort heißt es, ohne Glauben aber kann man Gott unmöglich wohlgefallen. Denn wer sich Gott nahen will, muss glauben, dass es einen Gott gibt und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn zukommen lässt. Also Menschen, die zu Gott kommen, die sich ihm nahen wollen, die nahe Verbindung mit Gott haben wollen. Und die beginnen an Gott zu glauben. Glauben könnte man auch übersetzen mit Vertrauen, also die ein Vertrauen zu Gott aufbauen, dass er der Retter ist, dass er alles gebracht hat, was nötig ist. Menschen, die an Gott glauben, das sind Menschen, die Gott wohlgefallen. Über diesen Menschen hat Gott einen Wohlgefallen, weil sie in seine Wege hineinkommen. Das heißt hier sogar, dass es einen Lohn geben wird. Ganz interessant. Also wenn wir jetzt dieses Lied uns anschauen von den Engeln, das sagt, diese Menschen werden einen Frieden bekommen, sind die Menschen des Wohlgefallens. Und an dieser Stelle auch eine Anregung an uns, gerade an diesen Weihnachtstagen darüber nachzudenken. Bin ich ein Mensch, der Gott wohlgefällt? Bin ich hineingekommen in diesen Glauben an Gott? Habe ich mein Herz für Gott aufgemacht? Suche ich die Nähe zu Gott? Oder sind ganz andere Themen in meinem Leben zuvorderst? Weil dieser Text sagt jetzt, dass der Friede, der Gott bringt, in diesem Jesus, im Moment äußerlich in der Welt oft noch nicht sichtbar wird. Übrigens, die Bibel spricht auch davon, dass wenn Jesus wiederkommen wird, er sein Friedensreich aufrichten wird. Also wir dürfen uns schon freuen, dass es auch einen äußerlichen Frieden geben wird, wenn Jesus wiederkommt. Und hier spricht der Engel davon, dass es ein Friede ist, der auch in die Herzen hineinkommt, bei den Menschen seines Wohlgefallens, dass da etwas Neues anbricht. Also die Frage an uns alle, sind wir Menschen im Wohlgefallen Gottes? Glaube ich an Gott? Komme ich zu ihm, suche ich seine Nähe? Und dann heißt es, dass dieser Friede kommt auf die Erde, in die Erde hinein, zu den Menschen, zu uns. Und wenn wir später das Leben von Jesus anschauen, merken wir an so vielen Stellen, wie es genau um diesen Frieden geht, der Jesus den Menschen bringen wird. An einer Stelle sagt Jesus selbst zu diesem Frieden, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Also wenn wir die Krippe anschauen, wenn wir Jesus anschauen, wenn wir über diesen Frieden nachdenken, merken wir, dass es ein Frieden ist, der Jesus geben muss, der nur von Jesus kommen kann, der nicht aus dieser Welt herauskommt, der vom Himmel eigentlich direkt zu uns kommt. Und Jesus sagt hier, ich habe die Welt überwunden. Also wenn wir diesen Frieden anschauen, wenn wir darüber nachdenken, dann merken wir, dass das ein Friede ist, der am Kreuz und in der Auferstehung eigentlich vollkommen wurde, sich gezeigt hat und für uns greifbar wurde. Wenn wir die Krippe anschauen, wenn wir dieses kleine Teil vor Augen haben, dann schauen wir schon weiter. Und wir merken, dass wir in diesem Bild das Kreuz von Jesus sehen. Das Kreuz von Jesus, an dem dieser Friede vollzogen wurde.
Und das ist auch eine Ermutigung für uns, wenn wir diese Krippe anschauen, wenn wir über diesen Retter nachdenken, über diesen Friede, der kommt, dann dürfen wir auch vorausschauen zum Kreuz, zu dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Und wir merken, dass da genau das passiert ist, was uns diesen Frieden ins Herz hineinbringt. Wenn wir da lesen im Römer 5, Verse 1 bis 2, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Also in wenigen Worten wird hier zusammengefasst, was eigentlich das ganze Leben von Jesus gebracht hat und was die Engel in diesem Lied ankündigen. Es kommt ein Frieden auf die Erden, den die Welt nicht geben kann. Dieser Zerbruch zwischen dem Menschen und Gott, der wird geheilt. Jesus hat diesen Graben überwunden am Kreuz. Er ist am Kreuz gestorben für diesen Zerbruch, für diese Trennung zwischen Menschen und Gott, für die Schuld und für die Sünde von uns Menschen. Und er ist auferstanden, hat diesen Zerbruch überwunden. Und er bietet uns diesen Frieden zwischen uns Menschen und Gott an, als Geschenk, als ein Geschenk von Weihnachten, von Ostern zugleich, dass wir diesen Frieden annehmen dürfen in unser eigenes Leben. Es ist eine Ermutigung für uns, dass wir sagen, dieser Friede von Weihnachten ist vielleicht äußerlich oft nicht sichtbar, aber Jesus möchte den in unser Herz hineinschenken, dass wir versöhnt sein dürfen mit Gott, mit unserem Schöpfer. Wir dürfen Jesus im Glauben annehmen als unseren Erretter und erleben da einen Frieden, von dem die Engel singen bei den Hirten auf dem Feld, der alles in dieser Welt übertrifft, der bis in die Ewigkeit hineinreicht. Also die Engel, die sagen quasi mit kurzen Worten, jetzt ist das Lob Gottes, ein neues Lied auf diese Welt hinabgekommen. Der Friede, in der Gegenwart Gottes zu sein, er küsst jetzt die Erde. Und die Menschen dürfen wieder Friede haben mit Gott. Jetzt erklingt dieses neue Lied, dass die Menschen zu Gott zurückkommen können. Für uns, die wir das im Glauben ergreifen, für die Menschen seines Wohlgefallens, ist das größte Geschenk, das wir jemals überhaupt im ganzen Leben ergreifen dürfen. Vielleicht bist du jetzt auch hier und sagst, ja, ich habe dieses Geschenk gar nie angenommen, dann wäre heute der beste Zeitpunkt dazu. Weihnachten ist die Zeit der Geschenke, oder? Sondern der beste Zeitpunkt, dieses Geschenk des Friedens für sich anzunehmen. Es soll aber auch eine Ermutigung sein, mit diesem Frieden durch die Weihnachtszeit hindurchzugehen. Jesus sagt an anderer Stelle, glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes und Kinder Gottes heißen. Das ist also auch eine Ermutigung für uns, dass wir mit diesem Frieden an unsere Weihnachtsfeste gehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir zu und her geht, ob es immer so friedlich alles ist oder manchmal auch ein bisschen schwierig und kompliziert. Wir dürfen im Herzen den Frieden Gottes mitnehmen. Wir dürfen diejenigen sein, die eine Friedensatmosphäre ausstrahlen und nicht von Konflikt. Wir dürfen diejenigen sein, die als Lichter da sind. Ich will euch auch ermutigen, bewusst mit diesem Frieden in die Weihnachtszeit hineinzugehen und zu sagen, hey, dieser Friede, der Jesus mir schenkt, der soll aus mir ausstrahlen zu anderen, zu den Menschen um mich herum. Ich will dich ermutigen, hier auch einen Unterschied ausmachen zu dürfen. Das ist das Lied, das die Engel gebracht haben, die Heerscharen von Engeln, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. 2 Fragen möchte ich dir heute mitgeben. Die erste ist, trägst du diesen Frieden in deinem Herzen mit? Und die zweite Frage ist, möchtest du dich anstecken lassen von diesem Frieden, um ihn auch zu anderen Menschen weiterzutragen? Dass er von deinem Herzen ausstrahlen kann, in dein Umfeld, in deine Familie hinein, in deine Weihnachtsfeste, vielleicht auch in einsame Momente, dann in die Arbeit, in den Alltag hinein, darf der Friede von Gott ausstrahlen. Wir haben nachher die Möglichkeit für Ministry Time auch,
Es hat Leute auch wieder, die bereit sind, die dann während den nächsten Liedern mit diesem Badge, Ministry Time, hinten stehen. Du darfst einfach auf sie zugehen. Sie beten gerne für dich, für dein Anliegen, das du hast. Vielleicht merkst du, dass es etwas gibt in deinem Leben, wo du Unfrieden spürst. Können wir zusammen beten, dass Gott seinen Frieden hineinbringen möge? Vielleicht gibt es Situationen, die dir bevorsteht, die dir Mühe bereitet. Vielleicht eines von den Weihnachtsfeiern, wo es traditionell mit Unfrieden zu und her geht. Dann komm doch auch in die Ministry Time und wir können zusammen beten, dass irgendetwas von dem Frieden Gottes, diese Atmosphäre hineinkommen möge. Vielleicht hast du auch ein ganz anderes Anliegen oder möchtest einfach diesen Frieden von Jesus, Friede zwischen Mensch und Gott zum ersten Mal für dich annehmen. Kannst du auch kommen, wir können zusammen beten. Das darf man einfach so im Gebet Gott sagen. Wir möchten auch jetzt zusammen beten. Danke, Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist und dass das diese Heerscharen von Engeln veranlasst hat, dass sie gesendet wurden, um ein neues Lied zu singen. Ein neues Lied, dass du kommst, um einen Frieden zu schaffen, den die Welt nicht kennt. Einen Frieden zwischen Menschen und Gott. Einen Frieden, nach dem sich so viele sehnen. Einen inneren Frieden, den man nicht finden kann, außer bei dir, Jesus. Und wir wollen dich bitten, dass du uns neu berührst mit diesem Frieden, dass wir es im Kopf, im Verstand mehr verstehen dürfen, was der bedeutet für uns, dieser Friede. Dass du deine ganzen Heerscharen gesendet hast, um davon zu singen. Wir wollen aber dich auch bitten, Jesus, dass uns dein Friede so erfüllt und auch in schwierigen Umständen ergreifen kann, dass das Bestimmende ist, dass dein Friede das Bestimmende unseres Lebens und unseres Alltages ist. In schwierigen Begegnungen, in Herausforderungen, in Situationen, die wir nicht verstehen, Jesus, komm mit deinem Frieden da hinein. Erfülle uns mit deinem Frieden, dass wir uns von ihm bestimmen lassen können und dass das Auswirkungen haben darf für unser Umfeld. Und Jesus, ich will dich an dieser Stelle auch gerade bitten für die Menschen, die schon seit langer Zeit für andere Familienmitglieder auch beten, dass sie deinen Frieden kennenlernen mögen, um Mut und Kraft weiter dran zu bleiben. Dass viele Menschen diesen Frieden erleben dürfen, weil es ist das Beste, was es gibt auf dieser Welt. Und es reicht bis in die Ewigkeit hinein. Danke, Jesus, für dieses Geschenk des Friedens. Amen. Nutze diese Ministry Time, das Gebet für dich, auch einfach ein Segensgebet, was dir auf dem Herzen ist. Komm in den nächsten Liedern auch so mit deinem Herzen zu Gott. Es beginnt, als wir warteten im Dunkeln. Vielleicht hast du auch Momente, wo du gerade wartest im Dunkeln, hoffnungslos und ohne Licht. Und plötzlich kommt dieses Licht vom Himmel auch zu dir und in deine Welt hinein. Voller Gnade, voller Freude und voller Friede. Lass uns zusammen vor Gott kommen, ihm singen, im Gebet, im Gespräch mit ihm und so auch ihm die Ehre bringen, die ihm gebührt.